Wie viel Politik herrscht dort vor Ort? Oh mein Gott. Ich darf es euch jetzt zeigen, weil der ESC vorbei ist. Dann kommen halt Zuschauerstimmen und die geben uns einfach fucking 0 Punkte. Ich hätte so 2 Möglichkeiten gehabt, um es zu schauen. Ich weiss jetzt nicht, wie viel ich über das will erzählen, aber ich habe in dem Sinne abgesagt, weil ich es nicht unterstützen kann. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Seht ihr den Wuschel da unten? Das ist mein heutiges Mikrofon, weil mein anderes Mikrofon keinen Akku hat und ich habe jetzt gar keinen Bock gehabt, um so lange zu warten, bis das Mikrofon wieder Akku hat. Und darum machen wir es jetzt einfach mit dem Mikrofon. Friends, wir haben sehr viel zu besprechen in dem Video. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, vielleicht war der ESC in der Schweiz. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nie so ein Hardcore-ESC-Fan. Ich glaube, ich habe wirklich das erste Mal letztes Jahr eingeschaltet, als Hebo gewonnen hat. Und actually auch nur das Finale. Aber das Jahr, wo der ESC in der Schweiz war, bin ich schon ein bisschen mehr Intuit. Aber ich muss ehrlich sagen, es war vor allem wegen meiner Schule. Und zwar habe ich die letzten 2 Wochen am ESC als Content Creator gearbeitet. Und ich habe eigentlich vor, ein YouTube-Video zu machen, wo ich so ein paar Fragen von euch beantworte, ein bisschen erzähle, ein paar geile Insights und Sachen, die ich erlebt habe und wer ich alles treffen und keine Ahnung, so. Jetzt war aber gestern das Finale und wir müssen über das reden. Fucking Schweiz, 0 Punkte. Norwegen ist irgendwie gefühlt Letzte geworden. Israel hat fast gewonnen. Aber wir kommen zuerst zu den Fragen und am Schluss besprechen wir das Ganze mal. Boah, kann ich da so hocken? Das ist viel bequemer. Ich mag doch jetzt nicht eine halbe Stunde lang einfach so noch gerade sitzen. Also wie gesagt, ich habe von der Schule aus, bzw. vom Studium aus, für den ESC gearbeitet, weil wir haben das so ein bisschen wie als Modul hatten. Ja, wir haben Credits für das bekommen, dafür kein Geld. Wir haben literally 2 Wochen lang einfach komplett gratis gearbeitet. Auf jeden Fall habe ich das schon etwa vor einem Jahr erfahren, dass wir das in der Schule haben werden. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich bin am Anfang so ein bisschen mäßig motiviert gewesen. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, ich habe das eines der geilsten Module gefunden. Alter, es war so nice um für so etwas Grosses mal arbeiten, mal hinter die Kulissen schauen. Wir haben so viele geile Sachen erlebt. Und man muss halt wirklich sagen, wir haben 2 Wochen lang in Basel gewohnt. Also ja, klar, ich bin zum Wochenende heimgegangen. Aber wir haben das Hostel, haben wir bezahlt bekommen, haben wir gehabt. Und wir haben halt auch jeden Abend mit der Klasse irgendwie etwas gemacht, sind in den Ausgang oder so. Und das war halt schon sehr geil. Es war eigentlich wirklich wie Klassenlager für 2 Wochen lang. Und wir haben halt wirklich bei so vielen Orten einfach reingehen können. Wir haben einen Badge gehabt. Den zeige ich euch schnell, warte schnell. Dieses schöne Prachtstück hier. Ich darf es euch jetzt zeigen, weil der ESC vorbei ist. Das war wirklich auch crazy. Die schauen halt mega fest, dass du nichts irgendwie fötelst oder zeigst. Also gerade den Badge hast du niemals föteln oder jemandem schicken oder posten oder irgendetwas. Also sehe ich auch, weil wenn es irgendjemand nachmacht, dann kommt er einfach rein. Wäre jetzt nicht so schlau. Aber das kann ich dann irgendwann mal so meinen Kindern zeigen und sagen, guck mal Leute, das bin ich, das bin ich. Kann ich sagen, ESC geschafft? Ja, jedenfalls haben wir einen Teil vom Content gemacht fürs SRG, also für TikTok, Instagram und LinkedIn. Und unser Fokus war so ein bisschen der Public Value, also so ein bisschen der öffentliche Wert. Wir sind jetzt vor allem zuständig für irgendwelche Events zu besuchen und dort so ein bisschen die deep Message zu zeigen. Ja, ein gutes Beispiel ist, dass wir ein Video gemacht haben über eine Person, die einen Roboter erfunden hat, wo kranke Kinder mit den Artists reden können. Wir haben aber auch Drehs über das Maskottchen etc. Ja, es ist vor allem so ein bisschen darum gegangen, dass es so ein bisschen eine deepere Message hat. Ja, so viel zu dem. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal straight rein in die Fragen von euch. Das war wirklich die meistgestellte Frage. Und zwar, hast du Kandidaten oder Kandidatinnen oder Sängerinnen getroffen oder die für die Schweiz singen wird, also 2 mehr? Also, ich muss sagen, wir haben da alle so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht von unserer Klasse. Es hat ein paar gegeben, die haben einfach den Tommy Cash da beim Kaffee rauslassen gesehen, so in der Mensa. Andere haben einfach Leute auf dem Gang gesehen. Ich muss sagen, ich habe auf dem Gang wirklich einfach niemand gesehen. Nice. Was ich dafür gesehen habe, ist 2 Rehearsals. Das war richtig geil. Und zwar einmal von Luxemburg und einmal auch von Tommy Cash, also von Estland. Und das war so geil. Also wir selber hätten eigentlich nicht so in Rehearsal gehen, einfach so mit unserem Badge. Aber wir haben natürlich eine gehabt, die auch bei uns gearbeitet hat und sie ist wirklich so ein Goldschatz. Und sie hat gesagt, hey, ich habe gerade nichts zu tun. Sie würde jetzt gerade in Rehearsal gehen, eben die von Luxemburg schauen, ob wir mal Lust haben zum Abend kommen. Wir waren so, ja, safe! Und dann haben wir einfach schnell mit ihr so, sind wir den Rehearsal anschauen. Und das war so crazy. Du siehst die ganzen Lights, du siehst, wie was wo funktioniert und es ist halt ein Rehearsal. Du siehst nachher alle Leute, wie sie besprechen, okay, dass wir jetzt dort ändern, das. Ich habe das so impressive gefunden. Und was auch eine fucking lustige Story ist, das ist jetzt eigentlich mehr außerhalb von meinem Job beim ESC, weil ich bin eingeladen worden an ein Event und zwar war das ein Schiff in Basel von United Kingdom und dort sind zum einen Remember Mondays drauf und haben performt. Also das ist die Gruppe, die dieses Jahr für den ESC war von UK. Ja, das war irgendwie lustig. Ich habe mit denen so ein bisschen random gelabert. Wir waren alle drunk. Es hat ein Gespräch über Lippenstift gegeben. Und zum anderen, das war auch mega random, ich und meine Kollegin, wir sind so auf dem WC. Also nicht auf dem WC, sondern
vor dem WC, es hat wie so ein Bänkchen gehabt. Ich frage mich nicht, warum wir dort gechillt haben. Wir haben einfach dort gechillt. Und es hat wie so eine Schlange gehabt zum WC. Es hat nur ein WC gehabt. Und keine Ahnung, wir waren ein bisschen drunk, ein bisschen. Wir haben dann einfach angefangen mit random Leuten zu reden. Und dann haben wir auf einmal mit einem Typ angefangen zu reden. Und er war mega cool drauf. Wir haben so mega lange gelabert. Also er war auch relativ drunk. Und nachher haben wir uns mal vorgestellt, ey, ich bin übrigens Nati, wer bist du eigentlich? Und er so, ja voll, sagt der John Tears und so. Und wir so, mega cool. Wir sind halt nicht so im ESC-Game. Wir haben den nicht gekannt. Ich habe das irgendwie komplett verpasst. Also weißt du, so von Schweizer ESC-Kandidaten, wen habe ich mitbekommen? Remo vor, Luca Hani, obviously Nemo. Und ihn habe ich irgendwie nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Shame on me. Aber ja, ich kann auf jeden Fall sagen, er ist ein sehr sympathischer in Real Life. Ich habe ihn nachher am nächsten Tag noch auf dem Gang getroffen. Ihn habe ich auf dem Gang getroffen. Und ich so, ey, du bist doch der vom Boot. Er so, ey, ja, ich bin so drunk, aber ich mag mich noch erinnern. Ja, es war auf jeden Fall lustig. So mehr habe ich auf jeden Fall nicht getroffen. Hat es viele, die dort arbeiten, aber ich muss sagen, das war wirklich das Krasseste, was ich gefunden habe an dem Ganzen. Weil du erlebst halt, wie viele Menschen dort arbeiten. Also in diesen ganzen 2 Wochen, als ich da war, habe ich eigentlich nur Menschen gesehen, die dort arbeiten. Es hat zwar so ein paar Gruppen gegeben, die so eine Backstage-Führung irgendwie gebucht haben oder so. Aber sonst hat es wirklich so viele Menschen gegeben. Es hat, ich glaube, irgendwie 80 Köche gegeben, weil die haben ja jeden Tag, zum Mittag, zur Nacht und zum Morgen für uns Mitarbeitende vorbereitet. Es hat halt hure viel Putzkräfte gehabt. Es hat wirklich an jeder Tür irgendeinen Mensch gehabt, der halt dein Badge kontrolliert. Also nur schon für die Leute fette Props, weil ich bin hure oft hin und her gelaufen. Und du siehst halt die Leute dann einfach so 8 Stunden am gleichen Ort stehen. Ich dachte, crazy. Also wirklich crazy. Dann haben wir im Gang irgendwelche Tänzer oder Akrobaten gesehen. Wir haben das Maskottchen, das irgendwie 3 verschiedene Menschen spielen. Das war auch eine lustige Story. Wir waren so am Mittagessen oder so. Und wir waren, glaube ich, das Dritte so am Reden, so mit 200 mit der Klasse. Und auf einmal dreht sich so einer um. Und der ist auch so ein bisschen jünger, so ein bisschen in unserem Alter. Und so, ey, ich habe gehört, die sind von der ZHDK, die sind so die mit einem coolen Style und so. Und wir so, ja, mega cute, wer bist du? So, ja, ich sage eben der das Maskottchen spielt. Und wir so, ja, okay. So, wir sind jetzt Homies mit dem, der das Maskottchen gespielt hat. Ja, voll. Und sonst hat es einfach mega viele Leute auch noch sonst intern gehabt, die jetzt irgendwie im Saal gearbeitet haben, die fürs Licht zuständig waren, für Ton, für bla, also wirklich für so viele Sachen. Ich muss sagen, wir sind jetzt schon etwa so um die 2000 Menschen gewesen, die dort gearbeitet haben. Ich bin schlecht im Schätzen, aber hätte ich jetzt roundabout gesagt. Man muss auch dazu sagen, es hat hure viele Volunteers gegeben, also Leute, die gratis arbeiten, so ein blaues T-Shirt gehabt. Das habe ich auch voll krass gefunden. Aber ja, mich kommt zur nächsten Frage. Würdest du es wieder machen? Eigentlich safe. Ich habe es hure geil gefunden. Ich muss halt sagen, ich habe es vor allem auch nice gefunden, weil es mit meiner Klasse war. Ich glaube, jetzt das einfach so alleine machen wäre jetzt wirklich nicht so mega nice gewesen. Weil wir haben halt in meiner Klasse wirklich die ganze Zeit irgendwelche Teamarbeiten gemacht. Wir haben mal random ein Team zusammengewürfelt und sind dort eine Strassenumfrage gemacht oder haben dort irgendetwas anderes gemacht. Also wie, man war die ganze Zeit unterwegs mit verschiedenen Menschen und so. Und das habe ich mega geil gefunden. Das Einzige, was ich glaube beim nächsten Mal noch ein bisschen cooler fände, ist, dass wir noch ein bisschen offener sein können mit dem Content. Also eben, wir hatten jetzt das Public Value Ding mit der tiefen Message. Und ich kenne mich, Leute. Ich finde es auch mal schön, einfach unterhaltend sein, einfach mal lustig sein. Ich hätte Bock gehabt auf eine Strassenumfrage mit funny Fragen oder irgendwelche so Sachen. Und wir haben halt die ganze Zeit immer so ein bisschen zu hören bekommen, hey, nein, da hat es kein Public Value und so und all das Zeug. Aber ich glaube, wenn ich das nächste Mal wieder mitmachen würde, falls es mal irgendwann wieder möglich wäre, dann ja, würde ich glaube gerne so in die Unterhaltungsschiene gehen und weniger in das Public Value Ding. Hast du einen Favorite von den Sänger, Sängerinnen? Oh mein Gott, ja. Oh, okay, also, als erstes Mal. Zoe Mee, ich habe ihren Song «Strong» gefunden. Ich habe ihn gut gefunden. Ihr wisst natürlich auch, ich kann so ein bisschen auf französischen Song und so das Zeug, oder? Aber es hat wirklich einen gegeben, wo ich so war, oh. Und zwar der von Norwegen, der «Lider» heisst der Song und der ist von Kyle Alessandro. Ich sage euch ehrlich, ich habe schon ein bisschen Crush gehabt. Don't blame, ich weiss, er ist nicht 10. Aber ich habe zum einen den Song hure nice gefunden. Das war so ein Ohrwurm. Ich finde, der hat wirklich so Fleisch im Knochen gehabt. Und ich weiss auch nicht, dass sein Auftritt, der ist so... Hier bin ich! Hat mir so ein bisschen wie, weißt du, so Matty B-Raps-Vibes gegeben. Oh, kennt jemand noch Matty B-Raps? Das ist so ein Sänger damals auf YouTube, der war gefühlt 9 und jedes Girl damals, ich war ja auch so 12 oder so, hat einfach einen Crush auf ihn gehabt. Scheiß drauf, dass er 9 war. Das ist genau so ein Fall. Bro, ich habe ja nur schon gemeint, dass Norwegen gewinnen wird. Aber ja, wir kommen später zu dem. Wie viel Politik herrscht dort vor Ort? Oh mein Gott, ich habe zuerst nicht gewusst, ob ich die Frage nehmen soll, weil es ist immer so ein bisschen... einfach ein heikles Thema. Aber ich sage euch ehrlich, wir haben es schon ein bisschen gemerkt. Wir haben es vor allem gemerkt, dort, wo das zweite Halbfinale war und Israel ihren Auftritt hatte. Ich war dort vor Ort, noch am Arbeiten. Vielleicht haben Sie auch schon mal 1, 2 TikToks gesehen, wo man so in Real Life gefilmt hat und sie haben es mega gut und alles. Und im Fernsehen siehst du das halt nicht, weil sie einfach Crowd mutet und einfach eine Fake Crowd
drauf tun so. Und was wir einfach so ein bisschen vor Ort gespürt haben, ist zum einen, es hat eine Demo gegeben und es hat halt wirklich ein paar in der Crowd gehabt, die rausgeschickt worden sind. Und ich habe jetzt nur von ein paar von meiner Klasse mitbekommen, ich habe es selber jetzt nicht gesehen, dass einfach die Securities die so rausgetragen haben und die sind so mega so der Macht und so. Und die Securities sind halt auch ultra angespannt gewesen. Also wirklich bei diesem Auftritt, die sind komplett alle mega angespannt gewesen. Also dort hat man es auf jeden Fall schon gemerkt. Aber ja, wir gehen zur nächsten Frage weiter. Wie strikt sind sie mit Security-Checks? Also werden alle Sachen durchsucht? Das ist wirklich auch ein Punkt, den ich so krass gefunden habe. Also ich habe es auch spannend gefunden, aber die sind so strikt. Ich habe ja schon vorher so ein bisschen erzählt, du darfst nicht rein, nichts filmen. Also sie haben wirklich gesagt, du darfst eigentlich nicht mal irgendein Bild deiner Oma schicken, egal wie lieb deine Oma ist, so. Auch die können sie vielleicht weiter verschicken und all das Zeug. Also sie waren mega vorsichtig gewesen. Also in der zweiten Woche sind sie ein bisschen weniger vorsichtig gewesen, weil dann schon der erste Auftritt und alles war. Aber wirklich in der ersten Woche vorher, das ist crazy gewesen. Du hast nichts irgendwie filmen etc. oder fotografieren. Und also der Security-Check. Also du bist ja reingekommen und du bist eigentlich zuerst mal durch eine Flughafensicherheitskontrolle. Du hast wirklich das Zeug abziehen in so ein Dings und nachher durchlaufen und dann hat es vielleicht piept oder es hat nicht piept. Also sie sind dort streng gewesen. Wir hatten auch ein übles Zeug mit Kameraequipment, weil wir haben am Anfang vorher unsere ganzen Kamerasachen müssen anmelden, welches Equipment, welches und wenn du halt, also du hast nicht deine private Kamera so reinnehmen. In der zweiten Woche ist es irgendwann gegangen, aber in der ersten Woche ist das so mühsam gewesen, weil dann hast du irgendeinen Dreh draussen gehabt und du bist dann nachher nicht mehr mit der Kamera reingekommen und es hat irgendjemand intern müssen schauen und also das ist wirklich mühsam gewesen. Aber ja, ist halt auch ihr Job, so gesehen. Und eben auch intern, es ist wirklich gefühlt an jeder Tür irgendein Mensch gestanden, irgendein Security, der dein Badge kontrolliert hat, der geschaut hat, dass du nicht irgendwo durchlaufen darfst, etc. Aber ich muss auf der anderen Seite auch wirklich sagen, die sind alle ultra lieb gewesen. Also wirklich, ich glaube, ich habe keinen Security erlebt, der nicht überfreundlich ist. Also sie sind wirklich die ganzen 8 Stunden oder keine Ahnung wie lange an einem Ort gestanden und jedes Mal, die begrüßen einem immer, die sind immer so «Hallo, guten Morgen» und so. Also ich habe das insane gefunden. Und eben auch an dieser Flughafen-Sicherheitskontrolle so, wenn es mal irgendeinen Fehler gegeben hat, wenn du mal piepst hast, dann sind die nicht so streng so auf die Seite, sondern die sind wirklich so «Oh, hast du noch irgendwas Handy?» oder, also die sind einfach mega cute gewesen. Also wirklich, kannst du gratis am ESC zuschauen? Das war jetzt eine Frage, die natürlich vor dem Finale jetzt gekommen ist. Ich konnte ja nicht zuschauen. Ich bin gestern zuerst an ein, ich sag mal, Public Viewing, also wir sind mit Social Leaders, mit der Agentur, fetter Kuss geht raus, sind wir ins Kino ESC schauen und wir haben dann ein bisschen früher müssen gehen, weil wir sonst keine Verbindung mehr hatten. Und wir haben dann den Rest am Fernsehen geschaut. Aber da sind, glaube ich, auch recht viele davon ausgegangen, dass ich nachher dort vor Ort dabei sein und zuschauen kann. Aber nein, ich bin nicht eingeladen worden. Beziehungsweise, ich hätte so 2 Möglichkeiten gehabt, um es zu schauen. Das eine wäre, ich hätte influencer-technisch eine Anfrage bekommen. Ich weiss jetzt nicht, wie viel ich über das will erzählen, aber ich habe in diesem Snap gesagt, weil ich es nicht unterstützen kann. Ja, ich weiss jetzt halt nicht, wie viel ich droppen darf, aber ich glaube, wenn ich den Namen nicht sage, ist vielleicht okay. Es hat nämlich eine Fluggesellschaft gegeben, die mich eingeladen hat. Und sie haben halt wie mit mir ein Werbevideo machen. Und der Plan ist halt, wie das Influencer dann Werbung machen, indem sie auf Basel fliegen. Und ich bin halt so, jo, also ich wohne in der Schweiz, macht jetzt nicht so viel Sinn, auf Basel fliegen. Und wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so vertretbar. Ja, und sie haben halt vorgeschlagen, dass ich auf London fliege und von London auf Basel fliege. Ja gut! Und die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass wir vor Ort die Möglichkeit bekommen haben, zum wie am Final- oder Halbfinal Tickets zu scannen. Und ich habe eigentlich zuerst zugesagt, weil ich gemeint habe, mega cool, wir können vorher einfach Tickets scannen, ist ja easy und dann können wir nachher die Show schauen. Und die Aufgabe war halt, dass wir während der Show die ganze Zeit irgendwo an einer Tür stehen und wenn jemand aufs WC muss, dann müssen wir halt schauen und bla bla bla. Und wir müssen halt die ganzen 4 Stunden stehen. Und dort bin ich dann so, ja okay, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe nur halb Bock. Erstens, ich bin Mensch, ich stehe überhaupt nicht gern. Und zweitens sehe ich jetzt irgendwie einfach auch nicht so den Vibe, wenn du irgendwo dort an einer Tür stehst, du siehst nicht mal richtig etwas. Und du bist irgendwie auch die ganze Zeit alleine. Ich glaube, wir hätten nicht mal irgendwie filmen oder fotografieren oder so. Ja, und ich habe dann einfach mehr den Vibe gesehen, irgendwo in das Public Viewing gehen oder eben einfach nur schon die Heime schauen. Weil auch das wäre ein gratis Schaffen gewesen. Also wir hätten nichts verdient, wir hätten einfach dafür die Show schauen können. Darum, ich finde es schon hure sad, dass ich nicht in Real Life schauen konnte. Ich hätte schon mega gerne gesehen. Ich bin so jealous auf alle Stories, die ich gesehen habe. Oh mein Gott. Aber ich bereue jetzt auch keine Entscheidung von diesen beiden. Ich glaube, das ist beides okay, dass ich es nicht gemacht habe. Und, so. Und ich habe gleich gestern einen recht schönen Abend gehabt. Aber ja, das wären jetzt so alle Fragen gewesen. Wir kommen jetzt zu meiner Meinung von gestern. Ich würde sagen, wir fangen an mit Schweiz. Also zuerst mal, ich habe es hure nice gefunden, wie wir zuerst mal immer wieder Punkte bekommen haben von allen Ländern und irgendwie 12 Points und das und das. Wir sind mal kurz erster Platz gewesen, dann wieder zweiter und so, aber wir sind hure hoch oben gewesen, was ich crazy gefunden habe, weil ich hätte Schweiz, glaube ich, so ein bisschen 4. Platz, 5. Platz gewettet. Und wenn wir auch oben waren, dann hat es wie so kurz einen Moment gegeben von «Oh mein Gott, wir können angewinnen. Wir können angewinnen, Leute!» Und dann kommen halt Zuschauerstimmen und die geben uns einfach fucking 0 Punkte. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? 0
Punkte! Also ja, safe, wir sind schon Toast gewesen. Vielleicht haben ein paar gedacht, ja du, jetzt gibt es mal neu, wir müssen jetzt nicht wieder die Schweiz anrufen. Aber ich muss sagen, also unser Song, ich habe den easy gefunden. Er ist schon so ein Top-10-Song gewesen. Also eben, wir sind ja nachher auch 10. geworden. Aber gleich so, wir wären eigentlich Letzte gewesen, laut von den Zuschauer-Voting-Zahlen. Das habe ich schon krass gefunden. Man muss aber sagen, es ist wahrscheinlich jetzt nicht so ein Auftritt gewesen, der einem mega im Kopf geblieben ist. Weil jetzt hat es zu fair schon Auftritte gehabt, die wirklich richtig krasse Sachen gemacht haben. Mit Bühnenbild etc. und mega kreativen Sachen. Und da hat jetzt die Schweiz schon den Bare Minimum rausgeholt, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht haben sie nicht mehr so viel Budget gehabt. Aber das habe ich crazy gefunden. Also das habe ich jetzt schon ein bisschen persönlich genommen. Was ich auch krass gefunden habe, mein Guess war ja 3. Platz Estland, 2. Platz Schweden und 1. Platz Norwegen. Ich weiss nicht, ob einfach meine For You-Page auf TikTok so fest mich in die Richtung gesteuert hat, dass ich das Gefühl hatte, jeder Mensch will, dass Norwegen gewinnt. Weil wirklich, meine ganze For You-Page ist voll von diesem Keil. Ich habe wirklich gedacht, Schweden oder Norwegen holt das Ding. Weil die haben beide so eine fette Fanbase gehabt. Und Norwegen ist jetzt 18. Platz geworden. 18. Gut, Schweden ist immerhin 4. Platz geworden, aber irgendwie gleich. Und können wir mal über Israel reden? Israel war vorher doch verdammt tief unten und dann kommen die Zuschauerzahlen und sie sind kurz 1. Platz. Also wirklich, vielleicht ist es einfach nur meine For You-Page. Aber wir haben es gar nicht mit dem gerechnet so. Ja, und Österreich hat dann gewonnen. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht mein Favorite-Song. Ich fühle jetzt halt auch Oper jetzt auch einfach nicht so. Aber der Song ist gut. Also er hat auf jeden Fall fucking Talent. Das muss man ihm lassen. Und ich finde es auch irgendwie geil, dass es einfach ein Nachbarland von uns ist. Also Österreich geht nebenan. Ich finde das cute. Ich finde das wirklich cute. Also ich bin eigentlich, schlussendlich, ich bin zufrieden mit dem Gewinner. Aber ja, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was hat euch überrascht? Wer hättet ihr gedacht gewinnt? Wie findet ihr es jetzt, dass Österreich gewonnen hat? Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder mal, wenn ich wieder mal mehr YouTube-Videos mache. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt unbedingt ein Like. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, Leute. Und schreibt in die Kommentare, was muss man noch machen? Keine Ahnung. Oh, ich habe schon wieder verlernt, YouTube zu machen. Share and like and comment. Bye! Oh mein Gott, meine Knie. Seht ihr übrigens mein sexy Top? Das habe ich gestern gekauft. Neu. Wow. Rar. Forever, yes. Forever, yes.